In einem Restaurant. Jetzt sind wir in der extra Zeit, wo man in das Restaurant geht, fahren so der Essen schmecken und seinen Geschmack annehmen von aller Essen, als man so daheim nicht gewöhnt ist. In meiner Zeit benutzen die Kocher in den Restauranten an so Temperos, wo man so natürlich nicht gewöhnt ist. Und vielmehr ist das Resultat davon eine große Bauchweh und im nur noch eine umständliche Käse. Und so wie eine Strophe kommen dann noch mit aller Gewalt die Hämorrhoiden. Es ist aber, weil unsere Mocher nicht das ganze Angemischtes gewöhnt ist. Und es gibt so einen Haufen so der Erz auf der Erde, dass man sich als man nicht vorstellen kann, wie es noch Leid gibt, wo am Verhungern sind. Man gibt auch alle Geburt naja so der Erz zu kennen. Als ich an die Woche serviert krieg durch einen Doktor, dass es gewöhnliche und abundante Seigreiche ein kräftig Salat ist, für wer Anämie hat. So läuft es im Restaurant auch. Kürzlich habe ich in São Paulo gesehen, dass ein Restaurant eingeweiht hat Blumensalat gemischtes. Hätte ihr euch mal sowas vorgestellt? Ein Blumensalat mit Rosenblumenblätter, Patatenblumenblätter, bisschen Pfefferminz und so weiter. Sogar ein bisschen Hornekampf war dabei. Aber man isst schon so etliche Blumen und merkt es gar nicht. Mehr ist Blumenkohl, die gelben Brokkolisblumen auch, die Feiche, wo die eigene Frucht auch ein Blume ist. Und wer hat noch nie einen Orangenblum abgebrochen gegessen? So geht es. Die Meister in dem Restaurant tun nur das Ding picken, in der Teller schön infektieren und dick kooperieren für die Neuigkeit. Und mehr bezahlen es, was zu schmecken. Das Schönste in dem Restaurant sind aber die Leute, die dort rennen gehen für sie essen. Da sieht man alles so der Typen, von der dicksten zu der terrigsten, von dem höchsten zum niedersten. Es gibt die, wo heilig und versteckelt essen, und es gibt auch die, wo sprechen und lachen mit dem Maul voll. Dann verliert man so halb den Appetit, weil man sieht, der nach sein Maul voll verkauten Essen. Es gibt noch die, wo im Restaurant sein Briege abhalten und machen sich nichts draus, dass der Rest von dem Leid es sehen kriegt. Seine Kinder springen dann rum zwischen den Tisch und lassen sie all nervös. Dann sagt der Mann: Guck, wo es dein Kinder am Abliefern sind. Die Frau antwortet: Mein Kinder! Jetzt sind die Kinder nur mein! Und ist sie dann allein gekriegt? Ja, so wie du dich am Anstellen bist, sieht es aus, dass du alles immer selbst gemacht hast. Dann geht die Schreierei weiter. Und wie dann niemand mehr danach am Gucken ist, dann lassen sie ihn rausbringen. Da ist auch mein Steck passiert mit dem Pärchen von dem Affenberg, wo hier in Caen ein feines Restaurant hin essen kommen sind. Da haben sie sich gesetzt und der Ober ist gekommen und hat gefragt: Was wollt ihr zum Essen? Eine Churrasco und ein Supp. Antwort fix der Mann. Das Frechen neben ihnen hat so schämlich gelacht. Der Ober hat das Essen gebrungen, abgibt, bedient und ist fort die andere bedienen gegangen. Eine Viertelstunde im No haben sie dasselbe Ober nochmal gerufen. Da sagt der Mann: Jetzt bringt mir eine Teller voll Supp und eine Teller mit Churrasco. Der Ober hat sein Haar gekratzt, bis sie gedenkt. Da sagt er: Ja, für was hast du nicht dann gleich 2 Teller voll Suppe und 2 Teller voll Churrasco verlangt? Da hat das verschämte Freche, wo neben dem Mann gesetzt hat, geantwortet: Ei, weil wir mit zusammen haben nur eine Schappe.